Wenn wir etwas lernen müssen, dann ist es, unsere Kronen immer wieder zu diesen Füßen von Jesus zu legen. Weil schlussendlich unser Name wird schnell vergessen werden, liebe Freunde. Und es ist gut so. Bald wird man sich nicht mehr an uns erinnern. Aber ein Name bleibt über allen Namen. Es ist Jesus, Christus, der Gesalbte, König der Juden. Und er ist der Grund, warum dass wir da sind. Er ist der Grund, warum meine Familie immer noch zusammen ist. Er ist der Grund, warum dass wir aufblühen. Und er verdient alle Ehre. Ihr müsst euch vorstellen, es ist eine Riesenehre, dass ich heute, ich kann es gar nicht in Worte fassen, oder? Weil heute Morgen um 4:30, gell Ephraim, wir waren noch zusammen im Stall, also ohne Ephraim, mein Top-Praktikant, wäre ich heute gar nicht da. Er hat meinen Tieren geschaut. Give a hand for this man of God. Musste noch ein Rind besamen im Rinderstall, bin dann mit dem Handschuh drüber gelaufen und als ich dann fertig war, habe ich so in den Himmel aufgeschaut und habe gedacht, Jesus, du hast schon Humor. Oder wenn die Leute wüssten. Versteht ihr, das ist für mich genau das Gleiche, wie heute zu euch zu sprechen. Weil Jesus macht keinen Unterschied. Für ihn ist nicht Sonntag etwas anderes als Arbeit. Sondern für ihn geht es darum, was kann ich tun aus Liebe zu ihm. Und heute möchte ich eine Botschaft bringen, die mir schon lange auf dem Herz brennt. Und wenn Leo sagt, kannst machen, was du willst, dann mache ich. Thema Mein Jesus steht nicht zum Verkauf. Ich habe in den letzten Wochen und Monaten in verschiedenen Gesprächen mit Leuten, die ich gut kenne, auch aus der Familie, Menschen, die on fire waren für Jesus, die gebrannt haben in ihrem Herzen. Und plötzlich passieren Dinge in ihrem Leben, die sie nicht voraussehen oder nicht gewünscht haben. Und plötzlich heißt es, ich bin nicht mehr ganz so sicher mit diesem Glauben. Der Glaube sagt mir nichts mehr. Ich glaube nicht mehr. Und versteht ihr, liebe Freunde, es geht nicht darum, wie wir anfangen. Weil, wenn du zu Jesus kommst und er dich als sein Kind annimmt und frei macht, ist es einfach, on fire zu sein für ein Jahr. Die Frage ist, können wir nach 10, 15, 30 Jahren immer noch brennen in unserem Herz? Und für das müssen wir einen klaren Blick haben. Und heute möchte ich euch diesen klaren Blick vermitteln. Dass wenn wir uns wieder sehen, in 10 Jahren oder in 20 Jahren, egal ob du noch da bist oder irgendwo, immer noch in diesem Reich Gottes bist und immer noch sagst, und es ist doch wahr, Christus lebt und er ist König in meinem Leben. Und versteht ihr, Jesus hat ein challenging Statement gemacht in Lukas 14, 25 bis 29, wir lesen es zusammen. Eine große Menschenmenge begleitete Jesus Sunday night. Er wandte sich um und sagte zu ihnen, wer mir nachfolgen will, muss mich mehr lieben als Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, ja mehr als sein Leben, sonst kann er nicht mein Jünger sein. Und ihr könnt auch nicht meine Jünger sein, wenn ihr nicht euer Kreuz auf euch nehmt und mir nachfolgt. Aber kommt nicht, ehe ihr nicht die Kosten berechnet habt. Denn wer würde mit dem Bau eines Hauses beginnen, ohne zuvor die Kosten zu überschlagen und zu prüfen, ob das Geld reicht, um alle Rechnungen zu bezahlen? Sonst stellt er vielleicht das Fundament fertig und dann geht ihm das Geld aus. Wie würden ihn da alle auslachen? Ist jetzt nicht so ein fancy Statement von Jesus, aber liebe Freunde, er hat's gesagt. Und er hat's ernst gemeint. Er hat gesagt, die Nachfolge hat einen Preis. Und ich weiß nicht, warum du in dieses Evangelium hineingetreten bist. Vielleicht, weil deine Gebundenheit, deine Addictions, deine Süchte zu groß waren. Ich weiß, was bei mir war. Mein Herz war dunkel mit 17 Jahren. Ich habe gesagt, wenn das Leben ist, dann habe ich es jetzt dann gesehen.
Und ich komme in dieses Reich Gottes. Dieses Blut wascht mich rein. Der Geist hat mich zu neuem Leben gebracht als Sohn eines Gottes für immer. So wie er dich zur Tochter und zum Sohn gemacht hat. Und wir kommen und wir sind in diese Familie hineingeboren. Und wir haben dieses Fundament der Gerechtigkeit aus Glauben. Und wir alle haben verschiedene Storys und Gott zieht uns mit Seilen der Liebe zu sich. Und dann passiert etwas. Dann will er uns vorantreiben in der geistlichen Reife, liebe Freunde. Und was bedeutet das? Wir beginnen zu realisieren, dass Gott nicht mein Genie in a Bottle ist. Dass Gott nicht mein Glücksrad ist, wo ich drehen kann und er nimmt alle meine Probleme weg. Versteht ihr? Es ist so wichtig, dass wir aus den richtigen Motiven in diese Nachfolge hineinkommen. Weil wir müssen wissen, wenn dieser Blick nicht klar ist, Jesus ist nicht gekommen, um deinen Tag besser zu machen. Es tut mir leid. Er ist gekommen, dass er sicherstellt, dass du jeden Tag einen veränderten Tag hast. Und wie geht das? 2. Korinther 3. Der Schleier ist von unseren Augen weggenommen und wir sehen in sein Angesicht und sein Geist verändert uns in sein Ebenbild. Aus Gnade leben. Versteht ihr? Das ist die Botschaft der Heiligung. Nicht Jesus als Krücke benutzen, damit wir noch irgendwie durchs Leben kommen, sondern erwachsen werden und wissen, die Nachfolge hat einen Preis. Liebe Freunde, Paulus hat so gesagt, ich möchte den Bibelvers nicht bringen, wir müssen Zeit sparen, ich möchte es euch kurz erklären. Paulus hat gesagt, ich habe gelernt, in Mangel und im Überfluss zufrieden zu sein. Und was heißt das, dieser Apostel Paulus? Weil, um ganz ehrlich zu sein, wir als Nachfolger Jesu haben ein Problem mit dem Reich Gottes. Weißt du, was ist das Problem? Auf der einen Seite haben wir Verheißungen, wie König David auf seinem Sterbebett in 2. Samuel 23 sagt, der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, hat einen Bund mit meinem Haus gemacht. Immer wird Erfolg und Wohlergehen mir nachfolgen. I'm all for that. Die Wahrheit des Wort Gottes, das will er tun. Und auf der anderen Seite haben wir die Apostel, die ihr Leben gegeben haben, oder Geschichten von Menschen, die für ihren Glauben sterben, gefoltert werden. Eine Story, oder Richard Wurmbrand, der Gründer von Voice of the Martyrs für verfolgte Christen, war in Rumänien im Kommunismus gefangen gehalten worden, 14 Jahre Einzelhaft, eine Zelle 1 auf 2 Meter ohne Fenster, und sie haben ihn die Frau weggenommen, die Familie weggenommen, und sie haben ihn immer wieder, wenn sie ihn erwischt haben beim Beten, verkehrt aufgehängt und mit einem Metallstab seine Füße gebrochen. So fest, dass er nachher, als er nach 14 Jahren dann rauskam, nie mehr richtig gehen konnte. Und die Gefängniswärter haben ihm gesagt, Richard, warum betest du noch? Schau, dein Gott hat dich verlassen, wir haben dir alles genommen. Deine Frau ist nicht mehr da, deine Familie ist zerstört, du kommst hier niemand lebend raus, sag doch deinem Glauben ab. Und als sie ihn dann wieder auf den Knien erwischt haben, öffnen sie die Türe, brüllen ihn an. Warum nur? Warum bist du so dumm? Und Richard hat aufgeschaut und hat die beiden Gefängniswärter angeschaut und hat gesagt, ich bete für euch. Liebe Freunde, wir haben ein Problem, in dieser Spannung des Reich Gottes zu leben. Weil beides ist der Wille Gottes. Die Frage ist nur, weiß ich, dass ich im Willen Gottes bin?
Wir haben ein Problem, wenn jemand $1 Milliarde hat und ein Private Jet fliegt. Wir sagen, naja, das Wohlstandsevangelium. Also ich kenne keinen, der mehr Geld hatte als Salomon in all seiner Pracht. Und Abraham, Livestock, ohne Ende. Und auf der anderen Seite sehen wir Menschen, die leiden für den Glauben, weil sie sich zu Jesus bekennen. Und das Einzige, was sie sehen, sind Zellen von innen und sie kommen nie mehr raus. Aber liebe Freunde, wir müssen dieses Reich Gottes umarmen, weil beides ist der Wille Gottes. Aber wenn du viel hast, dann vergiss doch nicht die Witwen und Waisen. Dann vergessen wir in der Schweiz doch nicht die verfolgt werden für den Glauben. Darum geben wir als ICF auch AVC, spenden wir Geld, weil wir die verfolgten Christen, die Bibel sagt, vergesst nicht eure Brüder und Schwestern, die im Glauben leiden. Hey, nicht jeder kann am Sonntagabend, wenn er gerade noch will, nach dem Worship oben reinlaufen und sagen, jetzt höre ich mir noch eine Message an. Dann kostet dich das Leben. Wenn du einen Gottesdienst im Iran aufsuchst, wo übrigens die Frauen die Kirchen leiten, das wäre ganz eine andere Predigt. Dort heißt es, du hast mit deinem Leben, du hast dieses Kreuz auf dich genommen und du weißt, es geht nicht mehr um dieses Leben hier, sondern es geht um das Leben, das kommt. Liebe Freunde, gratuliere 80, 100, 120 Jahre, aber auch du kommst hier nicht lebend raus. Einfach zur Erinnerung. Versteht ihr, wir müssen dieses Reich Gottes umarmen, weil wir haben ein bisschen ein Birrenfick. Versteht ihr? Wir können es nicht einschätzen, weil wir lieben es, in einem Camp zu sein, oder? Ja, als Christ darfst du nicht haben, dann haben wir ein Problem, wenn jemand gesegnet wird. Freu dich doch und sei dir bewusst, dort wo ich bin, bin ich im Willen Gottes. Und umarme deine Umstände. Apostelgeschichte 17,25 heißt es, er braucht keine Hilfe von Menschen. Er selbst gibt allem, was ist, Leben und Atem. Und er stillt jedes Bedürfnis, das ein Mensch haben kann. Versteht ihr, wenn wir in dieser Nachfolge erwachsen werden und so viele Menschen kommen zum Glauben. Und mein Herzensschrei für euch alle hier, auch alle, die online zuschaut, ich möchte euch in 10 Jahren immer noch on fire sehen. Egal, was das Leben mit dir gemacht hat. Egal, ob all deine Wünsche in Erfüllung gegangen sind. Weil Jesus ist nicht unser Buschauffeur. Er schaut nicht, dass dein Leben ohne Probleme verläuft. Er ist nicht der Glücksautomat. Ich möchte 3 Schärfungen eurer Sinne euch mitgeben, die euch helfen werden, diesen Prozess zu umarmen. Christus ist nicht ein Glücksautomat, der all deine Probleme aus dem Weg räumt. Er ist ein König. Dein Leben gehört ihm und nicht mehr dir selbst. Liebe Freunde, die Bibel ist klar. Er hat einen hohen Preis bezahlt. Sein Blut hat dich teuer erkauft, dass du ewig leben kannst. Dass du Sohn und Tochter für immer sein kannst, hat ihn alles gekostet. Darum werde ich dann ab und zu kritisiert, weil ich Righteousness through Faith predige, Gerechtigkeit aus Glauben. Das ist das Gnadenfundament. Du kannst nichts dazu tun zu deiner Errettung. Ich möchte dir gratulieren zu deiner Selbstgerechtigkeit. Sie stinkt zum Himmel. Die einzige wahre Gerechtigkeit ist dieses Lamm geschlachtet vor der Fundamentlegung der Erde. Ich muss dir sagen, du gehörst nicht mehr dir selber. Ein wahrer Nachfolger hat mit seinem Leben abgeschlossen. Und nicht abgeschlossen im Sinn von, dass er keinen Sinn mehr in seinem Leben sieht, sondern ein Herrschaftswechsel hat stattgefunden. Versteht ihr, in diesem Reich Gottes gibt es einen König und sein Name ist Jesus und die Bibel sagt, er teilt seine Herrlichkeit mit niemandem. Aber wir lieben es, Menschen irgendwo auf ein Podest zu heben. Und wenn dann Menschen zu mir auf den Hof kommen, sagen sie, Tom, du bist ja ganz normal.
Dann sage ich, ja, was ist denn das Problem? Hast du das Gefühl, bei Gott gibt es Günstlinge? Bei Gott ist jeder Mensch gleich wertvoll. Und jeder Mensch war es wert, dass dieser Sohn Gottes sein Leben für dich und für mich gegeben hat. Die zweite Schärfung ist, wenn du in deinem Leben noch ein Wunder brauchst und mit all deiner Kraft und deinen Gebeten ihm das gesagt hast und an seinem Wort festhältst, aber dieses Wunder noch nicht passiert ist, dann ist es vielleicht an der Zeit, ein Wunder für deinen Nächsten zu sein. Und wir können so oft in eine Sackgasse hineinlaufen und da sage ich nicht, wir geben unseren Glauben auf. Etwas im Glauben dranbleiben, um Wunder zu sehen, ist nicht etwas, das man aufwirft und sagt, ist jetzt nicht passiert, ja gut, dann war es dann nicht, halt nichts, Gottes Wille. Das hat nichts mit Glauben zu tun. Glauben ist eine tiefe Zuversicht, wo ich standhaft bleibe, in der Überzeugung, dass es der Wille Gottes ist. Ob es um Heilung geht, ob es um Freisetzung geht. Und du lässt nicht los, aber du schaust von dir weg und schaust, ob es nicht jemand gibt, dem du dienen kannst. Versteht ihr? Paulus sagt so in Galater 6, ihr alle, die ihr vom Geist Gottes geleitet werdet, helft denen, die in Sünde fallen. Und helft ihnen zurück zu dieser Liebe des Vaters, dieser Vergebung des Kreuzes. Ein jeder trage die Last des anderen. Und plötzlich merkst du, es ist seliger zu geben als zu nehmen. Und das ist ja das Paradoxe, das ist die Wirtschaft des Reiches Gottes. Wenn du ein Leiter sein willst, dann lerne zu dienen. Jesus kam und hat seinen Jüngern die Füße gewaschen. Wenn du Wohlstand erarbeiten möchtest, dann sei ein großzügiger Geber. Paulus hat gesagt, Gott liebt einen großzügigen Menschen. Lass uns unsere Herzen prüfen. Lass uns ein Wunder sein für unseren Nächsten, indem wir noch auf unser Wunder warten und freuen uns mit dem, der das Wunder schon gekriegt hat, weil das ist die Kultur der Ehre. Weil du weißt, du magst es diesem Menschen gönnen. Wenn du jemanden siehst im Durchbruch und sagst, ich mag's dir gönnen, ich segne dich dafür, kommt dieser Segen automatisch auf dein Leben. Es bereichert dein Herz und du merkst, einen Nächsten zu sehen ist manchmal der Schlüssel, um nicht abgelöscht zu werden in unseren eigenen Kämpfen drin, wo wir den Durchbruch noch nicht gesehen haben. Und der dritte Punkt: Im Himmel ist keine Verwirrung, keine Fragen, kein Schmerz und alle unsere Tränen werden abgewischt werden. Aber hier auf der Erde haben wir die Möglichkeit, ihn anzubeten, während wir in all diesen Dingen drinnen stehen. Wir alle haben unsere Kämpfe, wir alle haben unsere Dinge, die wir drin sind. Ich kann dir eins sagen, es gibt nur etwas, das zählt im Leben. Und das ist das Angesicht dieses Lamm Gottes. Seine Gegenwart auf unserem Leben. Und ich muss dir sagen, es gibt Levels von seiner Gegenwart, die kannst du nur im Tal der Todesschatten erleben. Nur wenn du in diesem Todestal mal durchgegangen bist, kannst du ein Level seiner Gegenwart erleben, das du vorher nicht gekannt hast. Die gibt's nicht oben auf dem Berg, sondern die gibt's, wenn du durch ein Trauertal musst. Aber traure nie ohne Hoffnung. Weil wenn du ohne Hoffnung trauerst, fällst du in Unglaube. Wenn du aber mit Hoffnung trauerst, begegnest du einem Tröster. Versteht ihr? Und Hoffnung hat einen Namen. Sein Name ist Jesus. Er hat das letzte Wort. Und versteht ihr, wenn wir nicht, ich verstehe doch, dass
wenn du mit Jesus unterwegs bist und plötzlich erlebst du Schicksalsschläge, du hast Sachen, die du nicht verstehst, aber diese Opfergabe diesem Gott kannst du nur noch hier auf Erden geben. Im Himmel werden alle Fragen beantwortet sein. Ich laufe manchmal durch den Tag und denke, Jesus, ich hätte schon noch ein paar Fragen. Also alles ist dann schon noch nicht ganz so klar. Aber ich sage dir eines, wenn du in diese feurigen Augen der Liebe geschaut hast, werden diese Fragen nichtig werden. Aber hier auf Erden dürfen wir in diesem Kampf ihm ein Opfer bringen, das wir nur hier bringen können. Also ich ermutige dich in deinem Kampf, wo du drin bist. Don't get shy on me. Please. We lift up our voices. Wir erheben unsere Stimmen und danken diesem König. Versteht ihr? Ich möchte euch ein Zitat vorlesen. Ein Pastor, den ich sehr schätze, hat wunderbare Heilungsbücher geschrieben, läuft in der Kraft Gottes, hat so viele Wunder gesehen und seine eigene Frau ist an Krebs gestorben. Und nicht einfach gestorben, aber die ganze Gemeinde hat mitgebetet, die ganze Welt hat mitgebetet und diese Frau ist gestorben, aber nicht nur gestorben, sondern wirklich elendlich verendet. That's where the rubber meets the road. Dort kommt es dann drauf an, wie ist dein Herz? Dieser Krebs schon dutzende Male geheilt gesehen durch Christus in ihm und deine eigene Frau sieht die Heilung nicht. Und sie stirbt und 3 Tage später steht er auf der Kanzel. Und ich möchte diese Sätze euch vorlesen. Und ich glaube, sie werden ein Segen werden für dich. Er sagte, wer im Herzen abtrünnig ist, wird Gott immer danach beurteilen, was er nicht getan hat. Aber diejenigen, die mit Zärtlichkeit und Liebe für ihn da sind, werden ihn immer danach beurteilen, was er gesagt, was er versprochen und getan hat. Und um ehrlich zu sein, habe ich zu viel von seiner Güte gesehen, um etwas anderes zu denken, als dass er absolut gut ist, immer gut. Und jetzt fragst du dich, nun, warum ist das passiert? Ich weiß es nicht. Er arbeitet nicht für mich. Ich arbeite für ihn. Er schuldet mir nie eine Erklärung, keine. Er gibt sie oft, aber mir schuldet er nichts. Ich schulde ihm jeden Tag meines Lebens. Ich stehe für immer in seiner Schuld und habe daher das Privileg, inmitten von Tränen meine Hände und meine Stimme zu erheben und ihn anzubeten. Wenn der Philipperbrief davon spricht, denk darüber nach, was ehrbar ist, was gut ist, dann sind es solche Leben, wo ein Herz etwas zum Ausdruck bringt, was die Wahrheit ist. Wir wollen nicht Abtrünnige im Herz werden. Liebe Freunde, ich möchte euch einfach ermutigen, wir vollenden diesen Lauf. Und wir lassen es nicht zu, dass der Teufel unsere Liebe zu unserem Jesus dimmt. Weil ich kann auch eins sagen, Langlebigkeit ist heiliger als Begeisterung. Mir ist egal, ob du nach einem Jahr noch on fire bist. Bist du nach 10 Jahren, wenn du durch Höhen und Tiefen gegangen bist, immer noch sicher, dass Christus der einzige Weg ist? Und wir müssen uns diese Frage stellen, weil die Zeiten, die kommen, erfordern 100%ige Hingabe. Da geht es nicht mehr durch, dass du lau durch dieses Leben gehst. Entweder ist Christus dein König oder du bist dein eigener Gott und benutzt Jesus, um dein Leben ein bisschen aufzupeppen. Und am Schluss beißt es sich in den Arsch. Versteht ihr, wir brauchen diesen Blick auf diesen Christus. Das Lamm geschlachtet. Liebe Freunde, es geht nur um ihn. Nur er zählt. Das hier ist alles schön und gut, aber weißt du, um was es geht? Dass du in deinem Leben, wenn niemand schaut, du bist König, Jesus.
Ob im Hoch oder im Tief, werde einer, der gerne diese Kronen zu Füßen dieses Christus legt. Weil um das geht's. Er genügt, glaub es mir. Du kannst ihm vertrauen, he is trustworthy. Er ist treu bis zum Ende. Und versteht ihr, ich weiß, dass es eine challenging Message ist heute. Aber wir brauchen einen klaren Blick. Wir brauchen einen klaren Blick. Wir müssen dieses Lamm sehen. Nur um ihn geht's und nicht um ICF und Zahlen. Und es geht um Reich Gottes. Es geht darum, dass dieses Lamm alles erhält, für was es bezahlt hat. Als ich im Februar mein Großvater gestorben ist mit 88, weiß ich noch, ich bin neben seinem Bett gesessen, einen Tag. Da war er noch zu Hause, bevor er zu Jesus ging. Mehrfach Krebs, offene Operationen am Herzen. Hat diesen Hof aufgebaut mit bloßen Händen, mit Ross und Wagen, hat er diese Straßen gemacht. Wir sagen immer, wir arbeiten viel. Er sagt, ich habe es nicht verstanden. Wir möchten nach Work-Life-Balance eine 4-Tage-Woche. Er hat es nicht verstanden. Er hat sein Leben gegeben. Und er sagt, ich bin ein gesegneter Mann. Und dann hat er mir gesagt, Dominik, es tut mir leid, ich kann im Mai nicht mehr helfen, pflügen für den Mais. Und ich habe gesagt, ist schon gut, dann kommst du einfach mit dem Elektroroller runter und schau, ob ich eine gerade Furche ziehe. Weil das war ihm immer wichtig. Und einen Tag später ist er zu Jesus. Und als ich aus diesem Zimmer rausgelaufen bin, habe ich in meinem Herzen gespürt, liebe Freunde, es geht nicht mehr lange, dann liege ich auf diesem Bett. Und du auch. Es tut mir leid, wir sind voll im Saft, wir sind im Leben, aber die Schrift sagt, erkenne, dass du sterben wirst, damit du weise wirst. Und wir brauchen das. Ich habe es mir vorgestellt auf diesem, ich merke, mein Leben geht zu Ende mit 120, noch ein Tee schnell nehmen. Und ich möchte, dass dann dieses Lamm immer noch auf dem Thron meines Herzens ist. Und das wünsche ich mir für dich auch. Und für das muss unsere Priorität klar sein. Wir lesen zusammen zum Abschluss aus Offenbarung 1. Als ich mich umdrehte, um zu sehen, wer zu mir sprach, sah ich 7 goldene Leuchter. Und mitten unter den Leuchtern stand der Menschensohn. Er trug ein langes Gewand mit einem goldenen Gürtel über der Brust. Sein Kopf und sein Haar waren weiß wie Wolle, so weiß wie Schnee, und seine Augen leuchteten wie Feuerflammen. Seine Füße glänzten wie im Feuer gereinigtes Erz, und seine Stimme war wie das Tosen mächtiger Meereswellen. Er hielt 7 Sterne in seiner rechten Hand, und aus seinem Mund kam ein scharfes, zweischneidiges Schwert, und sein Gesicht strahlte wie die Sonne in ihrer ganzen Pracht. Als ich ihn sah, fiel ich wie tot vor seine Füße. Aber er legte seine rechte Hand auf mich und sagte, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und bin lebendig für immer und ewig. Ich habe die Schlüssel des Todes und des Totenreichs. Vor 3 Monaten kam ein junger Mann zur Seite, als ich eine Message gehalten hatte, und hat gesagt, Dom, du magst dich vielleicht nicht mehr an mich erinnern, aber vor 12 Jahren hast du mich getauft in einem Summercamp. Und ich war on fire für Jesus und bin dann zurück in die Welt. Irgendwie wollte nichts mehr mit dem Glauben zu tun haben. Und ich habe mich gefragt, kann ich jemals wieder zurückkommen zu diesem Gott? Und jetzt, 9 Jahre später, laufe ich wieder in dieses ICF hinein. Und du kannst dir nicht vorstellen, wie ich Freude in meinem Herzen hatte, dich zu sehen. Immer noch leidenschaftlich für Jesus. Und liebe Freunde, es geht darum, wie wir enden in unserem Leben. Und ich weiß, ihr seid jung, die meisten, ich auch. I'm feeling like 18.
Aber wir müssen uns diese Frage stellen, warum bin ich in diesem Evangelium drin? Und wenn du das beantwortest, dann kannst du durch Höhen und Tiefen und du wirst seine Gegenwart erleben wie nie zuvor in deinem Leben. Wenn die Priorität nicht klar ist, dann werden die dämonischen Mächte dein Leben zur Hölle machen. Und du wirst nie wissen, wo dir der Kopf steht. Aber wenn du einen Nagel eingeschlagen hast im Boden und gesagt, ich und mein Haus, wir dienen dir, Jesus, dann legen wir unsere Kronen diesem König hin. Es geht nur um seinen Namen. Mein Jesus steht nicht zum Verkauf. Wie sieht es mit deinem aus? Kann etwas in dein Leben kommen, das plötzlich deinen Glauben in Frage stellt? Oder bist du schon gestorben und hast einen Blick auf die Ewigkeit, weil sie wird kommen? Wenn du da bist und du willst etwas einschlagen in deinem Herz, dann möchte ich dich ermutigen. Wir werden jetzt in einen Song hineingehen und lass uns einfach unsere Knie beugen. Wir müssen unsere Kronen niederlegen. There's no one like the Lord. No one ever cared for me like Jesus. Niemand hat jemals meinem Herz so etwas angetan wie Jesus. And I'm not ashamed. Weil eins kann ich dir sagen, in 20 Jahren wirst du mich noch mehr on fire sehen für Jesus. Wir müssen tief gehen. Never stop seeking His face. Wenn du da bist und es hat dich angesprochen, geh auf die Knie mit mir zusammen. Singen wir diesen Song miteinander. Egal, wenn es nicht geht, weil du in den Reihen bist, bleib sitzen, leg deine Hand auf dein Herz. Mach deine Augen zu, stell dir vor, Offenbarung 1. Worthy is the Lamb, slain and seated on the throne. There's no one like the Lord. Niemand ist so wie Jesus. Niemand. The elders, creatures bow, giving praise to Him and Him alone. Oh, there's no one like the Lord. Worthy is the Lamb who was slain and seated on the throne. There's no one like the Lord. The elders, creatures bow, giving praise to Him and Him alone. Oh, there's no one like the Lord. Worthy is the Lamb who was slain and seated on the throne. Oh, there's no one like the Lord. The elders, creatures bow, giving praise to Him and Him alone. There's no one like the Lord. Worthy is the Lamb who was slain and seated on the throne. There's no one like you, Lord. The elders, creatures bow, giving praise to Him and Him alone. There's no one like you, Lord. Worthy is the Lamb who was slain and seated on the throne. There's no one like the Lord. Es tut uns leid, Jesus. Es tut uns leid, Jesus, wo wir dich benutzt haben. Giving praise to Him and Him alone. Es tut uns leid, wo wir dich benutzt haben. Danke, vergibst du uns gerne. Wir möchten dir unser Leben schenken. Nimm unser Leben, mach etwas Gutes draus. Du bist unser König für immer. Für immer bist du unser König. Du bist der Einzige, der angebetet wird. Elders, creatures bow, giving praise to Him and Him alone. Oh, there's
Danke für eure Herzen. Da ist nur einen Weg, tief zu gehen, vor seine Füße. Bleiben wir in dieser Haltung, liebe Freunde. Es ist dort die Quelle allen Lebens. Es gibt keinen besseren Ort als zu Füßen Jesu. Und alle unsere Lebenskronen ihm nochmals hinlegen. Er sorgt für uns. Und er sorgt gerne für uns. Du hast mich in die Weite geführt, weil du Freude an mir hattest. Ich möchte euch Danke sagen für eure Herzen, weil ich spür's. Wir werden uns ermutigen, dran zu bleiben. Never stop seeking the face of the one, the beloved. Der uns von Anfang an geliebt hat. Der Einzige, der unser Verlangen in unsere Seele stillen kann, wie es niemand anders kann. Kein Freund, keine Freundin, kein Erfolg. Möchten dir einfach Danke sagen, Jesus, dass du uns nie verlassen wirst. Du bist gekommen, um zu bleiben. Und wir wollen dir sagen, wir wollen dir treu bleiben. Egal was unser Weg ist, ob im finsteren Tal oder auf dem Berg, wollen wir dir Danke sagen. Du hast alles gegeben und wir stehen für ewig in deiner Schuld. Und wir werden uns freuen, wenn wir in diesem Hochzeitstisch dieses Lammes Platz nehmen. Dann werden wir alles sehen, was wir jetzt geglaubt haben. Danke, Jesus. Amen. Hey, wir hoffen, die Message hat dich ermutigt und hat dich weitergebracht in deinem Lauf mit Jesus. Oh ja. Wenn irgendetwas, du merkst, dass Gott irgendetwas gesprochen hat in dieser Predigt, dann schreib es dir doch gerade auf, weil wir vergessen so schnell, was Gott redet. Schreib es irgendwo auf in dein Journal oder in dein Handy in den Notizen. Wir lieben unsere Leute, die online sind, möchten aber gleichzeitig dich auch einladen, komm mal vorbei. Absolut, komm mal vorbei. Und komm uns Heu sagen, dir ist eine Hand schütteln, wäre schon noch nice. Und am 5 Uhr geht es da übrigens schon los, so in kleinen Gruppen, die aber offen sind, wo du gerne auch kommen darfst. Und sonst am 7. Uhr in unsere Celebration. Und vor allem abonniere unseren Telegram-Kanal, dort kommst du immer mit über, was gerade läuft. Oder kommst mal in ein Camp oder irgendetwas so. Yes, hey, bist gesegnet und wir wünschen dir eine super Woche. Ja.